Ja, wo wir da mal ein bisschen Meinung zu hören können von euch, sehr gerne. Nationalmannschaft, ja, ich denke mal so in 20 Minuten, 1/2 Stunde, ne? Erst hätten wir noch mal das Thema Max Eberl. Das sind ja immer noch wilde Sachen. Ich habe mir heute Kommentare durchgelesen auf meinem Channel und da waren ja auch ein paar. Also, erst muss man sagen, so 80% sind pro Max Eberl. Ich habe ja immer noch gesagt, ich bin so ein bisschen unentschieden, was ihn anbelangt. Ähm Wenn ich jetzt den Freund gesehen habe bei der Jerome Boateng-Thematik, bin ich ehrlich, war das keine souveräne Vorstellung. Also, das hat mich jetzt nicht irgendwie überzeugt, ne? Ich weiß nicht, ob er vielleicht hat er's vorgegeben gekriegt, das sagen zu müssen oder wollte er unbedingt, dem Tuchel zur Seite stehen oder so. Das kann man dann vielleicht noch verstehen irgendwie. Ja, aber weiß ich nicht. Also, muss man, um den Trainer beiseite stehen zu wollen, unbedingt dann irgendwelche Überzeugungen, die man dann vielleicht hat, ignorieren? Weiß ich nicht, habe ich nicht gefühlt. Hat ja ein großer Teil der Südkurve oder der Ultras auch nicht gefühlt, wie wir gesehen haben. Ja, vielleicht ist Max Eberl der Richtige, ne? Vielleicht ist er der, wo man dann wirklich sagt so, ich meine, Hoeneß hat's ja gesagt, da könnten die sich wieder ein bisschen zurückziehen. Ähm, Wichtig ist halt, dass der Eberl dann echt der Typ ist, der sagt: „Ja, alles klar, Udi, Kalle, super, danke für euer Feedback, aber ich bin jetzt hier am Ruder", ne? Also, das wäre schon, wenn er das kann, der Eberl, ja, natürlich, super Geräusche, in Gladbach immer auf scheiß Red Bull geschimpft, immer draufgehauen, dann irgendwie 3 Monate Burnout gehabt und dann direkt nach Red Bull gegangen. Ja, das war jetzt, weiß ich nicht, ja? Hat er sich wahrscheinlich ein bisschen lächerlich mitgemacht? Dann da gefeuert zu werden, weil man insgeheim zum FC Bayern möchte, kam dann auch nicht so gut rüber, sag ich mal. Ja, weiß ich nicht. Aber na klar, er ist aus Bayern, er kennt den Verein und ist gut mit dem Uli und Uli vertraut ihm. Und die andere Frage ist halt, wer sonst? Ne? Wer sonst? Das ist die große Frage. Wen willst du sonst irgendwo da jetzt in Verantwortung nehmen? Welchen Posten der Eberl kriegt, keine Ahnung. Ob das dann Sportvorstand ist oder ich denke mal, der Dresden wird ja erstmal da Vorstandsvorsitzender Blasels bleiben. So, also wird er wahrscheinlich Sportvorstand sein. Ob er dann jetzt Kadermitgestaltung so, dass halt der Hauptfokus ist oder vielleicht auch mal das Allgemeine. Ja, weiß ich nicht. Kann halt gut sein. Ich denke, wie gesagt, wenn er so stabil bleibt, wie er eigentlich ist, auch wenn das jetzt mit Leipzig eher nicht so stabil war, wie ich finde. Ja, ich sage ja, der Mann ist ein bisschen hin und her gerissen. Es kann schon passen, ne? Es kann schon gut passen. Und wie gesagt, der Freund, ja, I don't know, weiß ich nicht. Er hat sich auf jeden Fall ein bisschen verbrannt mit dieser Boateng-Geschichte. Also, da hätte er mal ein bisschen Rückgrat zeigen sollen. Ich denke, das weiß er aber auch. Ich denke, da wird er ein bisschen gelernt haben. Und dass nicht alle Bayern-Fans einfach so rosarot blind sind und sagen: „Ja, ja, macht ihr mal alles im Sinne des Sports" und so weiter. Ich glaube, das hat er jetzt auf die harte Art und Weise gelernt. Ja, keine Ahnung, schwierig, oder? Ich weiß, GB ist voll pro Eberl. Tuchel, Eberl und Freund, ernsthaft, einer muss weg. Mhm. Ja, Freund kann's ja noch nicht einschätzen, ne? Aber wie ich sage, das ist dann halt, man hat's ja gehört in Interviews so, der Freund ist jetzt nicht so der Freund. Ich meine, jetzt nicht so begeistert, ne? Was man ja auch verstehen kann. Und wie gesagt, die Frage ist halt, kommt so ein Eberl, macht den Sportvorstand und sagt so: „Ja, also Kaderplanung lasse ich mal den Freund machen." Kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Und dass der Eberl das kann, das steht ja außer Frage, ja. Da brauchen wir ja auch nicht rumdiskutieren. Dass der Eberl auch
einen Blick für gute Spieler hat, für Talente hat, brauchen wir auch nicht drum herum reden. Hat er in Gladbach gezeigt, hat er auch in Leipzig gezeigt. Ja, und nochmal, die Frage ist, wer sonst? Bevor du da wieder jetzt noch Jahre da die alten Herren da hocken hast oder wieder irgendwie einen da hinholst wie ein, was weiß ich. Sind wir jetzt mal utopisch, nimm mal einen Schweinsteiger, einen Lahm oder sonst wen, die alle keine Ahnung von dem Geschäft haben. Ja, nur damit es ein Fußballspieler ist und der den Verein kennt. Also da ist dann schon der Versuch mit dem E-Ball, denke ich, das Beste, was du machen kannst. So. Was hast du maximal zu verlieren? Ja, du wirst erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit oder der Eber müsste erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und müsste vielleicht endlich mal dann Tacheles reden, ne? Wenn er nicht mehr bei Leipzig beschäftigt sein sollte, sondern bei uns. Warum, wieso, weshalb und das müsste natürlich authentisch sein. Ich denke, dann könnten auch da die eingefleischteren Südkurven-Fans da vielleicht ein bisschen mit warm werden. Und ja, sind wir mal ehrlich, wir sind alle Menschen, Fehler macht jeder. Ja, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und ja, also ich denke, Alternativen gibt's eh nicht auf dem Markt, die jetzt irgendwie passen würden. Und wenn's wieder scheiße läuft, ja, da hast du halt die alten Garden, die hocken da immer noch im Hintergrund, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Und dann wird halt wieder ein Kopf rollen, aber das kann ich mir halt nicht vorstellen. Was halt passieren könnte, was dann wirklich wieder kein gutes Bild auf unseren Verein werfen würde, wäre, dass da der Freund Kopf rollt, ne? Oder er von sich rollt. Dass er dann halt sagt, nee, das war anders vereinbart, ich bin hier der Mann, der den Kader zusammenstellt. Und wenn er dann Eber vor die Nase gekriegt hat, der dann sagt, nee, das mache ich jetzt. Schwierig. Wäre natürlich optimal, wenn die beiden gut klarkommen würden, ne? Dann müssten wir uns keine Sorgen machen. Und dann wäre alles tutti, ne? Tuchel und Eber, Freund, das hatten wir ja. Freund und Eber ist eine gute Kombi. Ja, das wissen wir halt nicht, ne? Wenn man der Freund zuhört, ist er nicht so begeistert. Ne? Er möchte schon die Kompetenzen, also er ist jetzt nicht menschlich oder so, ich denke, es geht um die Kompetenzen halt, ne? Man hat ihnen halt die Kompetenzen gegeben, den Kader zusammenzustellen, etc. Und die will er auch nicht abgeben, das hat er ganz klar gesagt, ne? Und das ist auch verständlich. Von daher schwierig. Vielleicht sollte man einfach, ja, die Frage ist halt, wie wir uns das vorstellen. Wie die großen Granden sich das vorstellen. Wenn man sagt, der Eber soll nur Sportvorstand sein, soll mit der Kaderplanung vielleicht nur beratend da sein, dann könntest du halt sagen, wir holen den Eber zur neuen Saison, dann kann der jetzt noch mal ein bisschen Pause machen, dann ist das nicht ganz so unglaubwürdig, wenn man direkt wieder 3 Wochen später beim neuen Verein anheuert. Wenn der Plan ist, der Eber soll auch den Kader mit, die sollen das zu 50-50 machen oder so, ja, da musst du ihn halt zur Winterpause holen, ne? Dass der Freund jetzt die Winterpause da die Transfers macht und dass man danach dann in Hinblick auf die Sommerpause arbeiten kann. Ne? Nicht, dass wir wieder da stehen und wieder an den letzten 3 Tagen irgendwelche Larifari-Spieler verpflichten, da ausleihen und sonst irgendwelche krummen Dinger machen. Anstatt da direkt, wenn die Transferphase losgeht, bam, 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 das sind unsere Spieler, die brauchen wir jetzt fertig. Ne? Das ist schon was wichtig ist. Direktor und Vorstand, wie ist da die Arbeitsteilung? Ja, das ist ja das Ding. Eigentlich ist die Arbeitsteilung so, dass man den Freund gesagt hat, du bist der Kaderplaner und verantwortest die Jugend mit. Du sollst Konzepte entwickeln, wie wir besser Jugendspieler integrieren können, aber auch wie wir Jugendspieler besser aufbauen können durch Ausleihen oder durch Ausleihen an unsere Partnervereine, die wir extra geschlossen haben. Aber er soll auch ist für unseren Kader verantwortlich. So, das ist den Aufgabenbereich, den man ihm gegeben hat. Ja, aber nochmal, wenn jetzt ein E-Ball kommt, wird er sich nicht dahinsetzen und sagen, ja, ich mache alles andere, aber ich kümmere mich nicht um Kader. Weil das ist ja auch das, was er seit Jahr und Tag tut. Ne? Und gut tut. Da gibt's ja nichts drüber zu diskutieren. So, das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen ist wichtig, ja, wie ich es gerade gesagt habe, wann du ein E-Ball holst und
Ob man das einem Freund vermitteln kann, ob die vielleicht gut klarkommen, ob die vielleicht so die gleiche Philosophie fahren. Und wenn das doch so wäre, dann wäre das doch ein perfektes Gespann. Aber was ich so vom Freund gehört habe, schwierig. Schwierig. Man stößt ihn da schon vom Kopf, glaube ich. Wichtig ist aber, dass Eberl den Eberl macht und nicht den Uli, weil sonst kannst du es lassen. Ja, gut, das erwarte ich ja. Also, bitte dich. Also, das glaube ich schon. Wenn nicht er, wer dann, weißt du? Ich denke mal, jeden anderen, den du da reinholen würdest ins Boot, wie gesagt, wenn du wieder da einen nimmst, der keine Erfahrung hat oder sonst was, der wird ja wieder stramm stehen vom Uli, wie es ein Brazzo war, wie es ein Nerdinger damals war. Das sind ja keine Leute, die ja jetzt 20 Jahre Erfahrung haben, ja, und wissen, was sie machen. Das waren alles Neulinge, die der Uli eingearbeitet hat und ist doch klar, dass die da alle stramm stehen. Wenn der Uli sagt: „Ne, den holst du nicht, hol mal lieber den." So, ne? Das ist, glaube ich nicht. Der Eberl hat schon seinen eigenen Kopf, denke ich, ne? Und ich glaube, er weiß halt auch, was Phase ist in diesem Geschäft. So, das ist ja das Wichtige. Eberl hat auch bei Talenten sportlich und menschlich daneben gelegen. Q-Song war seine Entdeckung. Ja, aber Q-Song war doch jetzt nicht so schlecht in Gladbach. Ja, charakterlich war er ein Pisser. So, aber dass er ihn dann nach uns verkauft hat, war auch ein sehr guter Schachzug vom Eberl. Wo ist jetzt das Problem? Hat der Eberl doch alles richtig gemacht. Er hat doch sogar noch Gewinn gemacht mit dem Transfer. So, wir haben doch dann die Scheiße gehabt. Der Eberl hat doch alles richtig gemacht für Gladbach. Da müssen wir wohl mal ganz klar sagen. Und dass du nicht, jetzt mal ernsthaft, wir müssen nicht darüber, es gibt keinen Sportdirektor, Sportvorstand auf dieser verkackten Welt, der 100% Transfers getätigt hat, die getroffen haben. Das gibt es nicht. Punkt. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. So. Aber ich denke mal, wenn man den Eber im Großen und Ganzen sich anschaut, denke ich, ist da schon mehr positiv wie negativ. Ja? Behaupte ich jetzt mal. Sorry, Uli hat viel, wenn nicht alles für den Verein gegeben, aber er muss jetzt weg aus dem Hintergrund, so kann sich nichts entwickeln. Ja, er will es ja anscheinend auch, wenn man ihm Glauben schenken kann, ne? Deswegen sage ich ja, wäre vielleicht so ein Eberl der richtige Mann. Das ist halt, was ich positiv sehe. An so einer Eberl-Verpflichtung dann. Weil ich weiß nicht, ob so ein Freund da reinwachsen kann. Ich kann den Freund nicht einschätzen, ne? Keine Ahnung. Könnte natürlich auch sein. Aber vielleicht will das wirklich dann so das Gespann. Ja, wild. Und ob der Chrissy, also der Dresen, da ewig jetzt da oben bleibt, sei mal dahingestellt, ne? Weiß man ja auch nicht. Weil ist ja auch geplant, dass der Eberl dann vielleicht irgendwann in diese Position geht. Keine Ahnung. Man wird sehen. Man wird sehen, ey. Gut, also eher pro Eberl oder gegen Eberl? Wie sieht's bei euch aus? Würde mich mal interessieren. Also ich tendiere eher dazu wie dagegen. Weil wenn's gut geht, die Vorteile überwiegen auf jeden Fall die Nachteile, ne? Muss man so sehen halt. Und wie gesagt, Alternativen echt schwer, ne? Sportlich pro, menschlich kontra. Hm. Gegen Eberl, okay? Wegen seinen Leipzig Intermezzo oder? Ja, keine Ahnung, menschlich kann ich den Eberl schlecht einschätzen. Ja, du brauchst ja erstmal einen vernünftigen Sportvorstand, der stabil ist, dann kannst du ja auch mal eventuell über einen anderen Trainer nachdenken. Ja. Erstmal einen haben, der da auch mal stabil ist. Wir brauchen halt einfach mal wieder Konstanz bei uns, ne? Das ist so das große Thema. Und der Nagelsmann war 1,5 Jahre da, jetzt ist der Tuchel gerade mal 6 Monate da und jetzt hörst schon wieder Stimmen, Tuchel raus. Ja, weiß ich nicht, das erinnert mich so an Köln, Alter. In früheren Zeiten.
Sehe viel gute Arbeit, klar, menschlich nicht alles top, aber jetzt nichts Ernstes, was ihn jetzt ausschließt, wie bei einem gewissen anderen Kandidaten. Ja, das denke ich halt auch. Ich sage ja, es würde darauf ankommen, wie er sich halt verhält bei uns, ne? Vielleicht erklärt er sich ja auch und keine Ahnung. Schwierig einzuschätzen halt. Hast doch kein Bier mit Eber getrunken? Ja, ich auch nicht. Ja, das Schwierige war halt wirklich bei ihm, dass er halt immer so auf Leipzig draufgehauen hat. Und dann halt echt so das Geschmäckle mit, ja, ich habe jetzt Burnout, ich höre jetzt hier auf unter Tränen und bin dann schon nach 4 Wochen war ja in allen Medien Eberl in Leipzig. Die haben es ja dann extra noch mal ein bisschen weggezogen, ne? Weiter nach hinten geschoben. Das war halt so das Schwierige. Weiß ich nicht. Hätte man halt dann, wenn es wirklich so war, halt anders handeln können. Aber vielleicht war er ja wirklich out of order. Ich meine, wenn du so lange in dem Beruf bist, weiß ich nicht. Schwer zu sagen von außen, ne? Okay, also haben wir hier auch so eher 50-50, wa? Oder 60-40 pro Eber vielleicht. Wild. Ja, abschließende, hundertprozentige Meinung habe ich immer noch nicht. Ich habe es ja ausgeführt, woran ich das ein bisschen festmachen würde bei ihm. Aber ich denke auch sportlich, ja. Ja, wir werden sehen. Wird spannend bleiben. Also ich gehe davon aus, dass er 100% kommt. Ich denke, es ist nur eine Frage, wann er kommt. Ob sofort, ob zur Winterpause, ob nachher Winterpause. Ob ein Freund dann bleibt oder nicht, ist die andere Sache. Da bin ich gespannt drauf. Ja, damit können wir das Thema Eberl auch zumachen, ey. Themenvorschlag Tuchel-Entlassung im Winter. Nein. Nein, das Thema ist noch nicht da, meiner Meinung nach. Lasse ich mich nicht drauf ein. So, wir gehen jetzt im Juli rein. Wir switchen jetzt mal auf Thema Nationalmannschaft. Wir gucken mal, was er zu seiner Nominierung sagt und dann können wir ja noch einen kleinen Ausblick auf die Nationalmannschaft wagen. Ist ja leider kein Bayern-Spiel jetzt in der kommenden Woche. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal da rein. Nur mal eben. Zack. Wenn nur Spieler verantwortlich und die eine blütenweiße Weste haben, dann wird es schwer. Ja, das stimmt schon. Wie gesagt, jeder Mensch macht ja auch Fehler, ne? Ich sag ja, es wäre dann wichtig, wie er es kommuniziert, denke ich. Und ob er es kommuniziert oder ob es einfach totgeschwiegen werden würde, dann wäre es natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Aber könnten wir dann auch erst wirklich beurteilen, wenn er da wäre, ne? Ähnlich wie es jetzt beim Freund ist, also. Wie gesagt, das Bild, was er beim Boateng abgegeben hat, der Freund war jetzt auch nicht irgendwie, dass du sagst, er ist es. So, sonst noch wer zum Thema? Eberl? Nee, kein Thema. Dafür sind wir ja hier live im Chat, also. Das ist gar kein Problem. Nur wenn das Thema durch ist, wenn keiner mehr was von euch hat, springe ich halt weiter. Basti, FC Bayern, danke für dein Follow. Ich weiß nicht, warum ich keinen Follow-Sound höre. Bild. Später mal schauen.